Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vertecht wird von Merci und die zwei Rapporte, der Kollege Lucien Lux für den Rapport über das Budget und der Kollege Roth über den Rapport über den Pack von der Steuerreformen. Herr Präsident, Budget 2013, der leidet an der Kontinuität von den Budget für Drohnen. Defizite bleiben und Schuld geht mir groß. Das ist traurig, dass wir über Jahre dieselbe budgetäre Entwicklung Heimat erleben, über Jahre von den Majoritätsparteien erklärt kriegen, dass ihr nicht zu viel Defizit machen, dass ihr nicht zu viel Schuld machen, aber von Jahr zu Jahr geht ein Defizit nicht groß und Schulden auch. Der Budget 2012, der sollte man ein Defizit aufschließen von 1,1 Milliarden. Das Jahr ist noch nicht drüber, aber wir wissen aber auch schon, dass ein Defizit bei 1,6 Milliarden liegen. Da muss ich den Kollegen Bodrihai versucht, wie lange zu erklären, dass das möglich ist, dass den Defizit von 1,1 auf 1,6 Milliarden angeklommen ist und dass wir allem so überrascht waren an den letzten 3 Monaten, wie Bämmel den Defizit so groß ging. Schon mal dürfen wir mehr an der Mitte stehen, weil ich gemeint und ich hätte etwas vergessen. Budgetsdebatte vom letzten Jahr not zu lesen, und ich sind nicht fertig gehen, dumm mit lesen, weil die Oppositionsparteien letztes Jahr schon gesagt haben, dass der Budget, den wir für 2012 vorgelegt haben, dass den auf falsche Schiffe basieren, auf falschem Wachstum basieren, und dass der Budget tatsächlich mehr defizitär gehen, wie beim Depot bestimmt, und noch da wären von der Chambre professionell, vom Staatsrat, von der Cour des Comptes, von der Banque Centrale, und alle gesagt, das Budget von 2012 wäre falsch abgestellt, und hat zum Schluss mehr größer Defizit. Und ich kann mir erinnern, dass Herr Bannen diskutiert gehen, als dass das Budget müsste amendiert gehen, dass die Realität angepasst gehen, an der Regierung, an der Majorität refusiert hat, letztes Jahr für darüber zu diskutieren, nach für etwas Budget zu ändern. Und heute kommen sie hin und gucken sie, wie dumm ist der Wäsch, also wie ist das möglich, da haben wir dann mehr Defizit, wie wir geplant haben. Das wusste für ein Jahr, da wollte der Just nicht akzeptieren, und dafür kommt heute nicht dahin, mal so scheinlich, wie wenn nur irgendwie etwas Schreckliches das Jahr hier im Land geschieht, wo kein Mensch etwas davon gewusst hat, da wusste ganz klar, letztes Jahr das Resultat von ihrer Politik. Das Budget von 2013, den wir heute diskutieren, soll mit einem Defizit liegt über 1 Milliarde aufschließen. Ein Resultat, was sicherlich auch wert, mir heiß, an mich schlecht geht, wenn es Jahr rüber ist. 1 Milliarde Defizit, trotzdem CSV als AP-Majorität an dieser Legislaturperiode schon 2 Austeritätsprogramme mit dem von diesem Jahr dezidiert wird oder dezidiert traut werden. Für was wir als ADR die Verzögerung sind, dass auch das Budget 2013 mehr schlecht wird, ausgehen, aufschließen, wie er proposiert. Und die nächsten Budgets, die da noch kommen, auch werden defizitär sind, will ich anhand von einer Reihe von Beispielen und Argumenten beweisen. Allein durch die Tatsache, dass dieses Budget auf ein Wachstum von 1,7% vom PIB tabelliert, den aber in der Zwischenzeit vom Stadtwerk schon stark noch revidiert, und zwar nehmen wir zwischen 0 und 0,7%, wird dazu feiern, dass ein Defizit mehr groß wird gehen an diesem Budget von 2013, wie das noch 40 ist. Wir sind also in derselben Situation, wie wir letztes Jahr an dieser Zeit waren, und nächstes Jahr werden wir in derselben Situation sehen, dass die Majoritätsparteien aus dem Staunen nicht rauskommen, dass das Jahr 2013 ziemlich schlecht aufgeschlossen wird, wie das am Budget vorgesehen ist. Vergangenheit hat bewiesen, dass die Realität mehr schlecht geht, wie sie hier vorgestellt ist. National wie international Prävisionen sind für das nächste Jahr echt schwer, das sowohl im Weltniveau wie auch im europäischen Niveau.
Durch Politik von CSV und LASAP sind Risiken, dass die finanzielle Situation vom Staat an den nächsten Jahren nach mehr schlecht wird, die groß. Und dadurch laufen wir als Land konsequenterweise auch Gefahr an dem Risiko, dass wir geschwind maastrichter Kriterien nicht mehr dürfen erfüllen. Maastrichter Kriterien, den am Anfang ein Defizit von Maximum 3% von PIB an den Schulden höchstens 60% von PIB vorschreiben. Die Administration Zentral hat 2012 ein Defizit von minus 3,1, also rein als Staat leihen wir über dem Maastricht Kriterien, was den Defizit überlangt. Für 2013 soll es minus 2,3 sein, aber wenn schon immer werden wir auch über 3% leihen. Gemengelei quasi global gesehen bei Null Schuld. Und das hat schon angeklungen, dass eine Reihe von Gemengen die Reserven an der großen Gemengen haben Schulden mit global gesehen leihen Gemengen auf Null. Sécurité Sociale leiht man ein Plus von 1,4%, sodass man global gesehen die Administration Zentrale, Gemengen an Sécurité Sociale für die Administration Publique nehmen, kann in das so 0,3% Defizit tun. Bedingt durch die positiven Resultate aber von der Sécurité Sociale. Nächstes Jahr werden aber Defizite oder nächstes Jahr werden Benefice bei der Sécurité Sociale aber los zurückgehen. Bei der Pensionskäsereform haben wir allein darüber diskutiert, dass das am Anfang gesagt ging, dass am Jahr 2020 wir ungefähr auf den Punkt kommen, wo die jährlichen Rezetten nach just die jährlichen Depensen decken. Das kann ja richten oder ja mit spät sein, mit irgendwie an der Gegend fertig sind, kann auch 2 Jahre mit spät gehen viel sein. Mit klar als dann, dass also an den nächsten 7, 8 Jahren die Führer als Laien die Überschuss, die Lohnnachmensch bei 800 Millionen Euro leihen, dass die Überschuss auf null los raufgehen und dann eine negative Auswirkung auf Maastricht Kriterien werden haben. Es kann ja noch schon gucken an den letzten Jahren, die Überschuss bei der Sécurité Sociale waren am Jahr 2008 nach 2,7%, 2011 1,9%, 2012 1,7% und 2013 1,4%. Sie sind also schon an den letzten Jahren vis-à-vis vom PIB sind die Überschuss zurückgegangen, und wie gesagt, an den nächsten Jahren wird das weiter so gehen. Das tut einen negativen Einfluss auf dann Maastricht-Kriterien. Und dafür ist doch schon sicher, das Ziel, was die Regierung sich gesagt hat, wird ja von der Regierung mittlerweile angestanden, für bis 2014 auf null zu sehen, was die Administration zentral überlangt, die Administration publik überlangt, dass das nicht darf realisieren. Den FMI hat eine Etude gemacht über Zollpublik über 10 Jahre von einer Reihe von Ländern, von 2007 bis 2017. Bei Politik inchangée, die Administration publik, Luch Lützeburg ab Jahr 2007 als echt das beste Land. Und laut dem FMI gibt am Jahr 2017 Lützeburg als das schlechteste Land zu leihen. Länder wie Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und sogar Griechenland geben am Jahr 2017 besser zu leihen wie Lützeburg. All die anderen Länder bauen ihr Defizite auf, just Lützeburg als das einzige Land, dem sie Defizite weiterklammen. Trotz sogenannter Spurprogrammen, trotz Sozialaufbau, trotz Steuererhebungen. CSV-LASAP-Regierung kriegt mit ihrer Politik Staatsfinanzen nicht an den Griff. Verhältnis zwischen den Rezetten und den Depensen. Über Jahre machen wir mehr Depensen wie Rezetten. Über Jahre machen wir mehr Depensen wie der Wirtschaftswachstum. Die Rechnung kann nicht abgehen. Es kann in 1-2 Jahren für eine Krisenzeit antizyklisch zu wirken, da wir dann einverstanden sind, mit der eine permanente Situation sind, wie wir da hier am Land schon ein paar Jahre am Gang sind. Highlight der große Fehler von dieser CSV-LASAP-Majorität. Auch für 2013 ging die Pensen mit 3,5% an Lut beim Wirtschaftswachstum, den darf zwischen 0 und 0,5% leihen, an der sicherlich nach am Laufe der nächsten 12 Monate wird draufgehen. Die Pensen sind also 5-mal mehr hoch, wie der wirtschaftliche Wert
den zusätzlichen wirtschaftlichen Wert, den wir nächstes Jahr werden realisieren. Der kumulativen Aspekt, über die Jahre gesehen, beweist, ob pro Jahr die Situation quasi dramatisch ist. Von 2008 an sind Depensen an der Administration zentral, also beim Staat, von 2008 an bis heute 34% geklommen. An derselben Zeit sind Rezepten nimmen 23% geklommen. Konsequenz von dieser falschen Politik als defizitäre Resultate an den letzten Jahren auch für die kommenden Jahre. Welche Risiken bestehen dann nach für die Finanzsituation vom Staat? Erstens, den E-Commerce. 2015 tritt die EU-Direktiv in Kraft, wo man in Teil von der Rezepte vom E-Commerce nicht mehr können am Land behalten. Der E-Commerce wird an den letzten Jahren eine enorm starke Progression erlebt, bald 100 Millionen Euro als geklommen, am Blick leitet zwischen 700 und 800 Millionen, und werden davon ausgehen, dass sie bis 2015 nach der weiter uklammen bis 1 Milliarde. Es müssen sich die Schiffe in Relation mit der Gesamtstaatsrezepte vom Jahr mit 13 Milliarden stellen. Am Blick 700, 800 Millionen von 13 Milliarden, da gesagt die Wichtigkeit von der Steuer für das Staatsbudget. Am Jahr 2015 darf sie, wie gesagt, ob 1 Milliarde gekommen sind, und dann muss man 70% von der Milliarde muss man an die anderen Länder, wo der Konsum stattfindet, aufhören. Das sind ungefähr 700 Millionen, die wir dann an einem Jahr verlieren. 2017 gehen die 70% auf 85% drauf. Das wir laut heute Berechnung 150 Millionen. Und 2090 gehen sie auf 100% drauf. Das wir dann 150 Millionen, da wir die Milliarden fort, die wir dann als Staat verloren. Also nicht nur Konsequenzen für das Budget von 2015 hat, aber auch nach für die Jahre danach 2017 und 2019. Den aktuellen Defizit ist an den letzten Jahren konstant blieben, mit 1 Milliarde an 1,6 Milliarden das Jahr. 2015 kommen also 700 Millionen dabei, und wir wissen, was also ob es so können. Aber wenn wir wissen, was am Jahr 2015 ob es so können, da gibt es Mengen, dass die Regierung bei einem Budget für das Jahr 2013 der scheinbar an dem Land schon gibt so wie sie dem zusätzlichen starken finanziellen Abbruch 2015, das wohl nur die Wahlen, wie sie dem gibt entgegenwirken. Bis heute wird den Dorfunen kein Wort hören. Für die kein Wort hören, wie die Regierung gedenkt, dem starken Steuerabbruch am Jahr 2015 entgegenzuwirken. Nicht mehr bis heute von der Regierung hören. Ein zweiter Punkt, den Steuerrezepte wird an Zukunft belasten, das sind Steuerretarden, die wir bei den Betrieben haben oder besser gesagt hatten. Das war am Anfang ein zusätzlicher Schmuck, weil Betriebe bis zu 5 Jahren rückwirken können, aufgerechnet gehen, luchen da noch eine Reihe Fusionen, die an den letzten 2 Jahren größtenteils angedrieben sie gehen, sodass die Rezepten, die man an den letzten 2 Budgets kriegt, auch zu einem Teil bestanden aus Retarden, aus Jahren, die die Ökonomie an den Jahren für drun verdient hat. Wenn wir den Punkt nicht gehabt hätten, wären Defizite an den Jahren 2012 und auch 11 und ein bisschen 2013 nach mir groß gehen. Mit dem Punkt ist auch abgeschafft. Ein dritter Punkt, den Finanzen werden an der Zukunft belasten, das ist Fonds. Wir haben am Blick Investitionen möchte der Staat für das Jahr 2013 von 1,7 Milliarden. Wir haben noch nächstes Jahr ein Emprunt ab von 1,5 Milliarden für das Budget. Da kann ich noch so an den Kollegen Potri hat das noch schon gesagt, dass die Investitionen praktisch integral über Emprunt finanziert gehen. Wo sind dann, muss ich sich da fragen, und viele Leute am Land fragen sich, wo sind dann die Reserven, von der CSV führende Wahlen immer geschwärzt wird. Wenn Reserven da wären oder gewirrscht wären, bräuchte man kein Emprunt zu machen. Aber wie gesagt, das ist kein Geld da, wir haben das als ADR führende Wahlen immer gesagt, wir haben nicht gesagt, wir hatten die Courage, aber wir haben nur die Wahlen recht gekriegt.
Den Herr Spautz hat morgen hei gesagt, 2010, was Reserven überlang, Tippen hat seit 2010 festgestellt, Tippen als nicht mehr voll, so in der Morgen. Ich wollte den Herr Spautz fragen, was heißt das, Tippen als nicht mehr voll? Klar, heißt wir Tippen als Eidel. Tippen als Eidel, braucht nicht so Tippen als nicht mehr voll, Tippen als Eidel. Und zwar wäre es schon 2010 Eidel, nur die Wahlen, aber wenn es CSV ehrlich gewesen wäre, dann hätten die Leute nicht für die Wahlen gesagt, wir haben Reserve, Napel für den Dusch. Und Herr Spautz hat das wird mal noch nicht gemacht. Ja, mir dann hätte ich schon für die Wahlen gesagt, Tippen als Eidel. Wir für die Wahlen als wir mehr Reserve geschafft, wir haben Napel für den Dusch gemäht, und sie nach Kado für die Wahlen gedeckt, sie nach Stimme gekauft gehen, an Haut kriegen Leute Quittung, Quittung zu bezahlen von den Wahlkado, die CSV für die Wahlen gemäht hat. Ein vierter Punkt, den Staatsfinanzen wird negativ belasten, das ist also Finanzsektor. Also Finanzsektor ist an der Best. Und er wird sich nie mehr so erkriegen, wie das hier in der Krise war. Ein Welt von neuen Reglementationen, vor der Finanztransaktionssteuer, der Versuch, generell Finanzplatz in eine europäische Kontrolle zu setzen, alles das geht auf Kosten und auf die Attraktivität von der Lützeburger Finanzplatz. Und damit geht es auf Kosten von den Steuerresetten und auf Kosten von den Arbeitsplätzen hier zu Lützeburg. Als Regierung hat an den nächsten Jahren systematisch nur an Sachen zugestimmt, die auf Kosten von der Lützeburger Finanzplatz gehen. Und auch logisch schon versucht, viel zu machen, für wann das alles können, wenn das nicht so negativ wird, wenn das trotzdem nach Kind gut sind, und Kind sogar nach 4 Teile für die Finanzplatz sind. Das tun wir an der Vergangenheit all Chaos von zusätzliche Belastungen für die Finanzplatz kommen, sie nur da so erklärt, kriegt mit dem Resultat, dass die Finanzsituation, die Finanzplatz für Lützeburg haut so stark unter Druck steht, wie nie. Ein 5. Punkt für das Staatsbudget als Desindustrialisation vom Land. Die Industrie hat am Jahr 2011 nach just 6,8% vom PIB ausgebet. Am Jahr 1995 wären das nach 12%. Also in einem Zeitraum von 6-7 Jahren praktisch eine Halbierung vom Abfluss von der Industrie auf den PIB. Desindustrialisierung zu Lützeburg ist viel mehr rapid wie bei den europäischen Ländern und noch mehr sehr wie an der Moyenne von der Eurozone. Da das persönlich erregen, möchte als nach mehr abhängig vom Finanzsektor, der wie gesagt sich gleichzeitig auch an einem Aufwärtstrend befindet. Der 6. Punkt, den Staatsfinanzen belastet, sind Schulden d'Emprunt. Nächstes Jahr holen wir einen neuen Emprunt ab von 4,5 Milliarden. 1,5 Milliarden für das Budget an Equilibre zu bringen, 2 Milliarden für das Refinanzement vom Emprunt von der BGL, 1 Milliarde für die Steuerrettung und Refinanzement von der Zentralbank. 4,5 Milliarden neuen Emprunt 2013 bei einem Budget, den 13 Milliarden Resetten. Das muss ihn also Text vom Emprunt mal an Relation setzen mit dem, was wir so an einem Jahr rankriegen. Wir müssen nächstes Jahr 4,5 Milliarden lehnen. Cour des Comptes rappeliert, dass laut dem Programm de Stabilität weiter Emprunt für die nächsten Jahre muss vorgesehen gehen an Manns 1 Milliarde 2014, 1,5 Milliarden 2015, 1,5 Milliarden 2016. Nachdem die Staatsschuld zwischen 2008 von 791 Millionen auf 6 Milliarden 290 Millionen Lo explodiert das, wird die Staatsschuld sich laut der Cour des Comptes zwischen 2013 oder 12 bis 2016 bei 12,3 Milliarden nach einkehr verdoppeln. An dieser Legislaturperiode ist die Staatsschuld von 5 auf 26% draufgegangen. An der nächsten Legislaturperiode geht es deutlich, aber nicht schon an dieser Übergrenze von 30%. Wir wissen alle, was das für eine kleine Ökonomie wie Lützeburg bedeutet. Am Anfang, wenn wir für uns 2-3 Jahre zurückgucken, wenn wir dann einmal diskutiert, da war parteigreifend ein Konsens, das gesagt ist, wir dürfen nicht mit der Schuld über die 30% rauskommen, weil das nicht für eine kleine Ökonomie
vertretbar ist. Wir haben aber nur gepackt, an einer Legislaturperiode und die 30% zu kommen, und wir werden dort sicher an der nächsten Legislaturperiode über die 30% rausgehen. Ein 7. Punkt, den als Staatsfinanzen an Zukunft wird belastet, als nicht zurückbezahlen von der Schuld. Ich habe das alle Jahre gesagt, dass der Staat nicht mehr Zinsen zurückbezahlt, kein Kapital. Allgemein, all Privatmann, all Betrieb, der Schulden möchte, der bezieht nicht mehr Zinsen, aber der bezieht doch Kapital zurück. Der Staat bezieht nicht mehr Zinsen zurück, hält den Emprunt 10 Jahre ab, und sieht dann an 10 Jahren bezahlt nicht dann Kapital an enger Keier zurück. Doch rote man an eine Schuldenspirale ran, und ich habe doch scheiße gesagt, an Nymphen ADR, dass das Eisermeinung nur auch, weil das der letzte Staat in Längmisch, dass sich generell Staaten, den so verfuhren, dass das Hauptursache von der Eurokrise, Hauptursache von der Überschuldung von den Staaten, als wir 100 immer kritisiert, und wir bleiben noch dabei. Das kann ja kommen nächstes Jahr an den ersten Punkt dran, weil der 4. Dezember nächstes Jahr sind die 2 Milliarden fällig, wo dem uns gesagt wird, als wenn wir dürfen Aktien kaufen bei der BGL, aber wenn das könnt, da verkaufen wir es mit Benefiz eventuell, da können wir das remboursieren. Wir wissen aber, dass die Situation nicht so ist, als nächstes Jahr wollen wir dann einen Emprunt, wie gesagt, für 2 Milliarden für die zu refinanzieren. Wir kommen also an die erste Etappe, wo wir müssen einerseits Emprunt abholen für das normale Budget am Equilibre zu holen, und daneben ein Emprunt abzuholen für einen anderen Emprunt, den auflebt, zu refinanzieren. Und der Cour des Comptes schreibt auch an ihrem Avis, le Luxembourg va entrer pour la première fois dans un cycle de refinancement de sa dette par l'émission de nouveaux emprunts obligatoires. Am Donau muss ich wissen, wird es als nicht gedauert, mit Donau kommen praktisch die Jahre dann noch immer neue Emprunts, die fällig gehen. 2016 400 Millionen, 2018 700 Millionen, 2020 2 Milliarden, 2022 1 Milliard, 23 4,5 Milliarden, 24 1 Milliard und 2015 1,5 Milliarden. Das ist die Wirtschaft, die wir der kommenden Generationen haben losen. Bei der finanziellen Aussicht vom Staat, wie ich es gerade beschrieben habe, wissen wir, dass an all den Jahren nicht die Überschusswerten sind, für die Empruntkapital zu refinanzieren, mit die dann politische Responsabilität haben und die dann Steuern müssen hier im Land bezahlen. Das sind die, die dann müssen neue Emprunt abholen, für die zu refinanzieren. Und so geht die Schuldenspirale los führen. Und da kommen wir an 10 Jahren an die dritte Etappe, wo man muss nur fangen, 2 Emprunts zu refinanzieren. Und da gehen wir riecht ob die griechischen Verhältnisse zu. Denn Herr Bodri heute Morgen hat gesagt, dass ein Gemeinschaftsstaat nicht Kind erlauben, für mit Emprunt praktisch integral die Investitionspolitik zu finanzieren. Das stimmt. Aber was ein Gemeinde sich auch nicht kann erlauben, dass wir Schulden zurückzubezahlen. Ein Gemeinde muss auch, wenn sie ein Emprunt abhält, mit ihrem ordinären Budget nicht nur Zinsen, aber auch Kapital zurückbezahlen. Das ist auch richtig so. Das heißt, Herr Bodri hat dann nach dem Morgen zu vergessen. Aber wenn der Staat ist hier gehen, und er müsste auch Kapital von seiner Schuld zurückbezahlen, dann hätte man all Jahr zum Blick ein zusätzliches Depense von 500 bis 600 Millionen Euro. Das ist das, was der Staat müsste abbringen, von der wirklich Giftgären auf sein Kapital zurückbezahlen. Und das müsste dann von Trägel sein, dass wir mir Schuld machen, dass wir auch die Schuld zurückbezahlen, an Platz, dass wir der nächste Generation die überlassen. Das ist der größte Fehler, den es an der Finanzpolitik gibt, dass der Staat seine Schuld nicht zurückbezahlt. Wie gesagt, wir müssen 500 bis 600 Millionen weiter alle Jahre ausgehen, wenn wir das Kapital zurückbezahlen, wie all normale Menschen an all Betrieb das muss machen. Aber wenn die Situation da weitergeht, da könnte den ersten Punkt, den uns sehr finanziell belastet, und das ist dann nämlich der Verlust von der ökonomischen Attraktivität. Wenn wir so weiterführen, dann ist das Risiko groß, dass wir den Triple-F dürften verlieren. Das hat fast Konsequenzen für die Attraktivität vom Standort Lützeburg,
hat nefast Konsequenzen für Zinsen auf Staatsschulden. Es gibt mehr budgetäre Spielraum gehen, es gibt mehr Schulden gehen, es gibt mehr Zinsen gehen, an Zinsen, die noch schon über 200 Millionen Euro leihen, an denen sie an den nächsten 2 Jahren werden, bald verdoppeln, muss ihr wissen, 2 Millionen, das sind 8 Milliarden Franken, die man Haut und Zinsen bezahlen, oder es Kind den 2 Lyceen bauen pro Jahr, allein von denen Zinsen, die man am Blick müssen bezahlen. Haut gehen wir hin, wir streichen Lyceen, wir setzen sie zurück, weil wir über Jahre lang falsche Finanzpolitik gemacht tun, am Haut müssen Zinsen bezahlen, an Platz Investitionen können zu machen. Und das ganz feiert dann, und das ist der 9. Punkt, den kritisch aus für Zukunft, das feiert dann zum Verlust von der politischen und der budgetären Souveränität. Wenn wir die Stabilitätskriterien nicht mehr erfüllen, verlieren wir die politische und die finanzielle Souveränität. Dann dezidieren nicht mehr wir hier an der Chambre, da geht zu Brüssel dezidiert. Über das Abkommens und über als Depensenpolitik. Dann dezidieren nicht mehr wir über die Sozialpolitik, aber da geht zu Brüssel dezidiert, was für eine Sozialpolitik wir machen. Beispiele, gehen wir genug Sprache nehmen, Griechenland zu nennen. Wir müssen also hier als Hausaufgabe machen. Zuerst fangen der Juncker, wenn immer gesagt, wir dürfen die nächsten Generationen nicht hypothekieren, aber genau das geht aber mit der aktuellen Politik gemäht. Die aktuelle Politik verliert ganz leicht auf die kommenden Generationen. Wir als ADR dürfen schon für einem Jahr ein ganzes Pack von Spurmaßnahmen proposiert. Die erste für uns, dass wir gesagt haben, jeder Staat Steuererhebung möchte, jeder Staat Sozialaufbau möchte, muss der Staat mal vertieft seine Hausaufgaben machen. An einem von den ersten Punkten ist, dass der Staat mal muss die Steuern enkassieren, die laut Gesetz zu gut wird. Eine Regierung ist da, für die Gesetze zu applizieren. Aber Steuerbeamten, bei Parteienpilgern, an denen sagen, wir gehen nicht am Main gesagt, wir können die Steuern zu enkassieren, die der Staat so gut tut. Und zwar nicht bei den kleinen Leuten oder bei den kleinen Betrieben, mit bei denen, wo es wirklich gibt, Geld herabbringen. Aber die können wir nicht, wir dürfen die quasi nicht kontrollieren. Und da gehen massiv Summen von Steuergeldern, die nicht angetrieben. Dann muss das engem zu bedenken gehen, für die Steuerverwaltung, Leute, Funktionäre, selber die Marsche bei Parteien machen gehen. Also, wir gehen nicht an Mesure gesagt, wir können die Steuern anzutreiben, die wir Kinder erwählten antreiben, mit Politik, da ist nicht die Moyen, Politik, da ist nicht die Leute, wir können die Steuern anzudrehen. Das muss ich doch vorstellen, für Wert. Für was ist das so? Herr Gibéryen, Herr Minister, stell dich gern vor. Selbstverständlich. Kann der Gibéryen Heiwanschiff wiederholen Satz, den dann Strich her und hier gesucht hat, dass Beamten gingen darum gehindert gehen, von der Steuerverwaltung für Kontrollen zu machen. Da ging ich gewisse, wen weiteren Minister, weitere Beamten gehindert hat, für Kontrollen zu machen. Das ist nämlich ein konstant Lin von mir, für zu sagen, dass man Steuern müssen antreiben. Dafür hätte ich gerne ganz genau, ob ich richtig hören. 12 von den Beamten kann nicht mehr diskutieren. Wir haben die letzten Jahre ausgebaut, die 3 Verwaltungen. Du leid beikriegt, wie alle Verwaltungen hätten sie noch immer gerne mehr und die Informatisation machen. Ich ging an ganz genau von Herrn Gibéryen wissen, ob ein Hai gesucht wird, dass ein Beamte gehindert hat, eine Kontrolle zu machen. Herr Minister, ich bin ganz klar gesucht und als à peu près wie den Leis gedeckt tun. Ich gucke kein Problem damit. Ich will just, ich will genau das sagen, ich will mich dürfen wiederholen, für das genau dort. Also bei einer Fraktion als Delegation gewirkt vom Personal von der Steuerverwaltung. Und die ist ganz klar gesagt, sie hätten nicht Leid gedacht, also ich für schon jahrelang Leid frohen, und sie hätten die Leid nicht gekriegt. So, meine Konklusion. Lasst mich ausschwätzen, meine Konklusion. Und sie kriegen die Leute nicht, den sie bräuchten, für verschiedene Leute, für verschiedene Entreprisen zu kontrollieren, wo massiv Steuern anzutreiben wären. Sie haben also nicht Moyen gekriegt, sie kriegen also nicht Moyen
für die Steuern anzutreiben, den sie Kiet antreiben, die geschützt sie laut Gesetz, aber wo die Regierung eine Responsabilität, eine Verpflichtung hat, für Gesetze, die das Parlament stimmt, für die Steuern noch anzutreiben. Und dann habe ich gesagt, da stellen wir sich froh, für was gibt eine Regierung, eine Verwaltung nicht genug Leid, für das die kann hier Mission machen, an all die Steuern da anzutreiben, und zwar, habe ich gesagt, nicht bei den kleinen Leuten, nicht bei den kleinen Betrieben, wir sind als ganz klar gesagt, das sind Deckbetriebe an ganz reich Leute, die als Lützburg nicht mit Gifte besteuert gehen. Ganz klar, ich bin auch mehr klar. Die haben als gesagt, die gehen mal nicht mehr kontrolliert. Aber wenn von denen, nur zitiere ich nicht ganz genau, aber wenn von denen, von den 50 Jahren an eine Kontrolle gefahren, dann hätte Pech gehabt. Das als Situation, Wort für Wort so in der Delegation für die Steuerverwaltung ausgehört. Wenn EGIF auf 50 Jahre kontrolliert geht, dann hat er eben Pech gehabt. Das wird die Realität. Und du wirst massiv... Gibéryen erlaubt Herr Gira eine Frage stellen. Ich wollte den Herrn Gibéryen fragen, ob dieselbe Leute der auch gesagt haben, dass das selbe gilt beim Schluss von den Leasingskontrakten von den Autos. Und da müssten Leute eigentlich Differenz von dem, was ein Auto offiziell wäre, das laut Kontrakt auch versteuern. Dieselbe Beamten und auf jeden Fall gesagt, auch da wäre kein Leid da. Da können die von tausende Millionen Euro schwätzen, weil sie auch nicht Möglichkeiten hätten, die da Steuern anzutreiben. Nun sehe ich da doch gesagt, Herr Gibéryen. Ich kann mich nicht erinnern, dass genau den dort präzise Fall bei uns ernehmen tut. Nee, seriös. Wir sind als das gesagt, von dich, ich gesagt, dann hast du noch ein zusätzliches Beispiel, was den Gerard gesagt hat, dass die Leute, das ist traurig, Herr Präsident, ich muss das doch so. Ich meine, noch 25 Jahre, ich meine, 25 Jahre Politik heim. Und dann hören ich eine Regierung, eine Staatsminister, Finanzminister, die eine Schwätze von den Breden Schelleren. Ich habe immer gemerkt, mit den Breden Schelleren geben sie wirklich Stehmengen, mit den Breden Schelleren, die Schellere Bret hatte vom Geld schläfen. Wenn ich auf Politik gucke, dann sind die Bret Schelleren vom Schaffen und die noch belastet. Aber nicht die Bret Schelleren vom Geld schläfen. Und das ist traurig, dass eine Verwaltung, Funktionäre müssen bei Parteien gehen, also dass sie nicht an Mähen gesagt gehen, für die Steuern zu enkassieren, die Leute Gesetze geschält sind. Und dafür so nicht von einer Regierung, und ich sage das ganz knallhart, von einer Regierung seine Verwaltung nicht an Mähen setzt, für die Steuern da enkassiert gehen, dann müsste sich zum Kompliz von der Steuerhandelzählung bei einer gewissen Kategorie von Leuten. Und das lässt ganz tief denken. Herr Minister, Selbstverständlich. Wirklich schnell formell contesté Datei als egal wert, weil Das ist nicht egal was. da löst mich Das ist das Resultat von ihrer Politik. also mir Das ist egal was. Nee, Herr Gibéryen, leiste Lummer dem Herr Minister no, und dann antwortet. das ist Fett, dass da ganz viele Ministerien, ganz viele Verwaltungen, Delegationen für mehr Leid plädieren. Das Richter in der Steuerverwaltung, das sind Hunderte von Leuten, wenn ich die 3 Steuerverwaltungen bei und die mal den letzten Jahr abgesagt, ich will nicht eine präzise Schiffer nennen, für keine falsche Schiffer zu nennen, wir sind aber über 1000 Leute in 3 Verwaltungen, dass die immer gesagt kriegen, dass sie müssen Steuern antreiben. Dafür haben wir 12 letztes Jahr, am Numerus Klaus muss ich vielleicht erinnern, dass 12 von den Steuerbeamten, mit der Kategorie von Beamten werden ja meisten augmentiert, und als mit dem kritisiert, ging zugleich das freie Funktionament und freie Personal beim Staat gegen Klammen. Die Klammen, weil man Leute angestalten, und dass es nie durchgeht mit Personal, dass das so lange ich an der Politik sind und so lange die für drunter an der Politik sind, wird immer gesagt, man brauchen mehr Leute. Da habe ich als die Instruktion, als für die Betriebe zu kontrollieren, und mit Leuten zu kontrollieren, und dass Steuern bezahlt gehen, gerade bei denen, die muss die Steuer bezahlen. Und das finde ich auch gestern appelliert durch den Rapporter vom Projekt. 5% von den Leuten bezahlen 50% von den Steuern. Das ist also auch nicht immer der Satz, dass nicht mehr gingen die Kleinleitsteuer bezahlen. Nein, au contraire. Also das ist alles, das kann ich mit Pauschalisierung absolut nicht machen. Aber wenn ein Betrieb nicht kontrolliert wird, dann hätte ich gerne den Numm, die hat halt keinen Numm gehen. Und ich kann das nachher kontrollieren, und die können auch bei mich kommen, und die nehmen so ein, dass selbstlos nicht einfach so am Raum stehen. Heute in Lützeburg müssen Steuergesetze respektiert werden, und dass Gewerkschaften und Delegationen mehr Leute revendikieren. Das ist das Normalste in der Welt. Du hast nicht den Schluss ziehen, für zu sagen, dass hier eine Instruktion, die nicht so kontrolliert wird. Der Contraire, als der Fall, an dem ich kenne, die wissen, dass das der Fall ist.
Herr Präsident, ich will dem Minister eine Instruktion geben. Ich habe gesagt, der Minister gibt Verwaltung nicht an mehr setzen, für dass die Leute können hier ehrlich machen, als Steuern enkassieren. Steuern enkassieren. Ich brauche kein Name zu nennen. Ich habe erst gesagt, die Vertretung vom Personal von der Steuerverwaltung an den Nigeria hat ja noch konfirmiert, dann sagt bei Ihnen waren, ich brauche kein Name zu nennen, für die Vertretung vom Personal von der Steuerverwaltung. Das Nigeria hat jetzt wieder noch Beine geschätzt. Ja. Wenn ich das gut verstanden habe. Ich ging den Herr Finanzminister da frohen, ob er kann bestätigen, dass Salär residuell von den Leasingsautos verleiht sie selber kaufen, systematisch besteuert geht. Wir haben Informationen von der Steuerverwaltung, dass die nicht leid genug sind, für das systematisch zu machen. Da schwätzen wir nicht von ein paar 100.000 Euro, da schwätzen wir von Millionenbeträgen von Steuern, die dem Lützeburger Stadt entgehen, für die Steuerverwaltung nicht leid genug ist, für das systematisch zu machen. Wenn ihr so, dass wir nicht richtig, dann habt ihr ja das systematisch gemacht, dann können wir das schon noch kontrollieren. Wir haben Informationen, dass das überhaupt nicht gemacht wird, weil Leute keine Möglichkeit tun, nicht leid genug sind. En plus, muss ihr wissen, ich muss das verifizieren. Ich habe dem Herrn Gibéryen geantwortet, ob Sie froh, das war dir gesagt, muss ich verifizieren, ich weiß das nicht. Muss man direkt von der Steuerverwaltung fragen. Voilà. En plus, meine ich, muss wissen, dass die Steuerverwaltung weiter erbig mit der Steuerquoten, das gibt die Menge gehen nicht leisten, mit das ein erbig die Steuerverwaltung weitergeht, wo keine Steuern rankommen. Mehr wo die Leute mit anderen sehr erbigten beschäftigt gehen, ohne Leute beizukriegen, kriegen sie ein neues administrativ erbig, die kein Euro Steuerwert weiter an Käse bringen. Ein zweiter Punkt, den ähnlich als sie nicht Steuern enkassieren, das sind Failliten. Ich habe hier an dieser Chambre an den letzten 10 Jahren 2 Interpellationen gemacht über Failliten, weil die einfach alarmant Chiffren üben. Und das Jahr werden wir auf 1000 Failliten hier im Land kommen. Und nun hat der Minister Bildsch, meine ich, als responsabel angekündigt, es gibt ein Projet de loi kommen. Und auch da muss ich wissen, vorstellen, für was brauchen wir 10 Jahre, für eine Reform zu machen, für den Gehen zu wirken, dass man so viel Failliten kriegt. Wir wissen, dass in einer freien Ökonomie auch Failliten eine Normalität sind. Wir wissen aber auch, dass es nicht eine Normalität ist, für die Faillite zu lösen, also für die Normen überholen, die heute zu Lützeburg überholt sind. Und hier hat die Regierung auch über 10 Jahre nach nichts gemacht. Los soll ein Projekt kommen. Es muss ihn aber wissen, dass über Failliten, die Steuern, der TVA, l'Enregistrement, der Sécurité sociale, Hunderte von Millionen über die Jahre verloren gegangen sind. Allein bei der TVA, sie kumuliert 700 Millionen TVA an den letzten Jahren über den Weg von Failliten verloren gegangen. Und aber die Regierung braucht die Jahre nach Jahren für eine Reform zu machen. Und dafür so, jeder, der Leute Steuererhebung gemacht, jeder Sozialaufbau macht, guckt mal da, dass die Suche rankriegt, die dazu gut tut, geht sie mal durch in der Sicher, wo die wisst, wo das ist so sicher zu gehen. Mit froh aus, für was geht das nicht hin? Also, da das froh, wo man gerne Antwort von der Regierung drauf hatte. Und dann, mal froh vom Spuren beim Staat. Bislo können wir noch nicht nachvollziehbar gucken, wo der Staat dabei sich gespürt wird. Es gibt immer so Ziffern und Slogan an Feld gesagt, aber konkret, wo der Staat dabei sich gespürt wird, bis heute, können wir noch nicht feststellen. Wir sollen auch bei den Spuren der Entwicklungshilfe, wo wir als ADR so, an Zeiten, wo das gut vergangen ist als Land, konnten wir mehr für die 0,7% gehen. Wir sind auf 1%, wir werden sogar über 1%. Wenn wir so in Haut geht es dem Land nicht mehr so gut, da sollen wir lösen auf das zurückführen, wozu wir uns engagiert, 0,7%. Lützeburg war 2009 bei 1,11%, 2010 bei 1,05%, 2011 bei 0,97%, also das, da liegt zurückgegangen. Wenn wir so, wir mussten auf die 0,7% zurückführen, da sind wir noch mehr hoch, wie all die anderen Länder, wenn wir 0,7 sind, weil praktisch kein von den anderen Ländern schon gilt, als nordisch Länder, als bei denen 0,7%. Da gibt es 100 Millionen Spuren, die wir da könnten als Nationalökonomie investieren. Wenn wir wissen, und auch die anderen Suchen, die man an der Entwicklungshilfe gehen, und auch die man an der Entwicklungshilfe gehen,
Wir sollen das machen, für was wir uns engagiert tun als Staat, also das 0,7%. Und wir haben noch kein Problem damit, für mehr Überschüsse hatte, für mehr zu gehen. Und ich soll ja schon so, Loreste reagieren alles ab, und ich werde da Mattei, dass der Lös Ruf auf die 0,7% drauf geht. Schon ja schon gesagt, da sieht schon von 1,11 auf 1,05 auf 0,97 sieht er schon an den letzten 3 Jahren zurück. Und da geht weiter so zurück, weil das einfach, wenn man die Suche nicht will, auch noch die anderen Suchen, die man der Entwicklungshilfe gehen, sollte man mehr versichern als eine nationale Ökonomie anzuverletzen zu lassen, für das TK der Entwicklungshilfe machen. Weil wenn wir feststellen, dass das Stadtdecker sieht, dass durch den Spurpakt die Regierung nur dezidiert, dass dürfen der PIB der nächstes Jahr zwischen 0,3 und 0,6% Männer wurzeln, dann haben wir also all Erntere für die Suchen, die mal Staat ausgeht, als Ökonomie zu können, und dasselbe gehört auch für das Kyoto in Zertifikat, die man so an Deutschland abgegeben. Das geht nicht so, wie der gerne hat. Auch bei den internationalen Institutionen, auch als Kontribution bei den internationalen Institutionen. Der hat doch schon engem Döfer bei Herr Stroh. Verstoppt er schon nicht im Tisch wie die letzten Mal reden. Du soll der schummen. Schummen soll der erst. Döfer grinnt Schiss nach reden. Ja. Es ist überzeugt auch, wenn die geringen, die nächste gemacht hat, der Regierung sollte, der geht auch rauf auf die 0,7%. Aber sicher geht er drauf. Da man wird schon eine Sache mit. Ohne dann an der Majorität. Der Teil im Land überhaupt nicht macht gemacht. Da hat er ganz recht. Das kann er nicht geschehen. Er Verein, wenn er näher so eine Verantwortung, der hat man nicht matt gemacht und der wird nicht matt. Wann ich dem Herr Gibéryen no lächelt, Herr no Kaitrainer eine Stellung holen. Auch Kontribution und den internationalen Institutionen bezieht Lützeburg pro Kap mehr wie die anderen Länder. Den Staatsminister sogar in einer deutschen Zeitung gesagt, wir froh, dass die Lützeburger das noch nicht gemerkt hätten, dass die Lützeburger für mehr bezahlen wie die anderen Länder. Noch Heilsumme soll man renegocieren, für alles auf den Tod zu setzen, wie das bei all den anderen Ländern aus. Wir sollen noch die Relationen zwischen dem Staat und der Kirche sollen überdeutet gehen. Es kann nicht immer sein, dass dem Niveau vom Staat, das muss generell über den Weg von den Konventionen, wo wir nicht mitgestimmt haben, wo wir aber so, dass jeder muss seinen Beitrag leisten. Masse salarial, Herr Präsident, dem muss auch laut unserer Meinung angefroren gehen. Und dafür, wo wir gesagt haben, wir sind Masse salarial beim Staat aufregen, weil das 20% von dem Staatsbudget ausmacht. Wir sollen die normalen Avancementen an den Index, die sollen bezahlt gehen, mit soll kein zusätzlich außer 3 Augmentation mehr stattfinden. Das Staatsbudget ist defizitär, aber wenn dann ein Privatbetrieb ein Betrieb Defizit möchte, dann wissen wir, dass wir lesen momentan all da an der Zeitung, da geht es Lohnkürzung und Leute gehen nicht los oder der Betrieb geht so gemäht. Wir können da nicht zu dem Zeitpunkt hingehen und dann an der Fonction publique Gehälter hegen, die Regierung hat ein Projekt de loi deponiert für nach dieser Legislaturperiode Gehälter zu hegen, für die Wahlen stimmen, für nur die Wahlen zu gehen. Ja, unsere gekürzt, das ist aber eine gelungene Kürzung, weil die Regierung sieht, weil den Akkurs salarial zurückgesagt wir gehen, hat sie 55 Millionen das Jahr gespult am Budget. Dann ist das aber eine gelungene Kürzung, wenn sie den Akkurs salarial zurücksetzt. Und da sieht der Minister, dass schon mal 55 Millionen gespurt worden, die ja nicht von Kürzung soll sein. Und Kürzung kann ja nicht daran bestehen, dass ihr seht, wenn zukünftig Funktionäre. Herr Gibéryen, leider Herr Weber hier ein vorstellt. Herr Präsident, ist schon haut nicht mehr 70 Minuten. Oh, die Hütter nach wo ist ja, Monsieur, noch nicht mehr. Wenn wir mir so tolerant nur sind an der Rechte, an der Zeiten können Sie viel froher gestalten, wie der Finsewelt, Kollegen. Ich wollte den Herrn Gibéryen sich frohen, ob er an seinem vierten Leben, was er an der Stahlindustrie hat, an Ausgangs der 70er Jahre, nicht auch mal auf die Straße gegangen ist für den Kollektivvertrag von der Siderurgie für an seiner Palmate zu kriegen. Der Betrieb war auch defizitär.
Den Herr Weber, ich weiß, ob ich kann das den 4. Leben erinnern. Hier war ja Gewerkschaftspräsident, und ich kann mich erinnern, wie in der Stahlindustrie war, dass wir Lohnkürzungen gekriegt haben. Und zwar 17%. Ich kann mich erinnern, dass tausende Leute an den Tag gesagt gehen, an Beschäftigungsmaßnahmen. Das ist, was ich mich kann erinnern, wie der Stahlindustrie schlecht ging. Und das mit dem Akkord, auch von der Gewerkschaften, ich meine, auch vom LGB, sind die Akkorde getroffen. Das kann ich mich erinnern, wie die Krise in der Stahlindustrie war, dass da Lohnkürzungen waren und dass Leute an Tag an so Sachen gesagt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass man Lehn beigesagt hat. Du sind Leute Ruf gebaut gehen, an Lehn sind Ruf gesagt gehen. Herr Weber, bon, Herr Präsident, mir sind im jeden Fall, wenn der Herr Weber aber meint, an der Fonction publique soll das Leidlohn noch zusätzlich gehegt gehen, da sollen das gut, weil ich mich aber gut erinnern, als den Gewerkschaft für einen Präsident war, hat die Lohn nach 4 kurzem gesagt, dass sie dagegen sind, dass an der Fonction publique sollen Lehn gehegt gehen. Also, Herr Weber, mit das wäre ein Problem. Darum will ich mich nicht weiter. Wenn ich keine Reproche machen, dass die freie Gewerkschaftler werden, halt nicht mehr wisst, dass das wäre ein Problem. Ich muss mich halt mit Menge Sachen, meine Argumentation führen. Auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass ihr nicht an dieser Zeit kann, an der Fonction publique zusätzlich ein Akkord salarial ausfeiern, an dort Gehälter nach oben. Es kann noch nicht so sein, wenn ich den Minister verstand, die noch Kürzungen im Zwischenruf, den gemietet, dass ihr seht, für wenn die zukünftig Funktionären, wenn die Männer am Gehalt kriegen, das muss ich kompensieren, an dem, dass die Lodo sind, denen etwas beigeht. Weil so schenkt den Akkord mal da zu sehen, weil wenn man nur 550 Millionen Spuren, wenn man den Akkord Jahr aussetzen, als das ja für die Leute, die Lodo sind, da kriegen die ja nicht Männer, die kriegen mehr. Also die zukünftig sollen Männer kriegen, mit niedrig Anfangsgehälter. Aber die Lodo sind, die kriegen laut dem Akkord salarial, laut der Regierung 550 Millionen, haben wir das schon gespürt, weil den Akkord salarial ein Jahr ausgesagt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass den Funktionären, die auch Situationen kennen, wie es am Land ist. Dass den Funktionären so, jo, mir hätte Lohn unbedingt gerne beigesagt, kommt man die so lehnen, für alles beizusetzen, als kann man, die können die ja nur ein Geschreck bezahlen. Weil das ist ja die Realität, die wir machen, wenn wir dabei sind. Die so setzen, lehnen für dabei zu setzen, kann man unsere Zweck bezahlen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass den Funktionären so eine Mentalität haben. Die Infrastrukturprojekte, Herr Präsident, da muss man unbedingt mit Prioritäten führen, und das ist klar, dass wir nicht mehr können alle Projekte so realisieren, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Der Tram ist halt schon ein paar Mal angeschnitten. Ich wollte am Anfang halt nicht über den Tram schwätzen, weil, ja, weil als Position als klar, wir sind gegen den Tram. Und ich habe noch nicht für lange Zeit, ich habe nicht gesagt, dass ich so in den Saal geguckt und das gesagt habe, wie als sie hatten nach 4 den Tram. Und da habe ich gesagt, wenn ich auf CSV-Banken gucke, noch 4 an anderen, dann, als am Anfang, ich käme an der CSV, den nach 4 den Tram auf. Und ich hatte gesagt, bei den Sozialisten wird 50-50, bei der DP, wie sie nicht so richtig waren, ein Zeitchen dagegen, wo sind sie dafür, das hängt davon auf, mit wem sie an der Koalition sind. Und ich hatte damals gesagt, wir nach Schüsse von die Gring, die 4 den Tram sind mit. Es sind an der Zwischenzeit aber auch doch schon skeptisch gehen. Weil dem Herr Spalz sein Artikel da in der Zeitung war, dünn als dann den Herr Büttel an den Herr Bausch für den Press getreten und so gesagt, wenn der Staat nicht beilädt, anstatt Lützeburg muss bezahlt, da wird kein Tram gebaut. Herr Bausch, das Kind. Also ich hatte überzeugt, wenn ich von dem Tram da überzeugt, so wie dir dazu, dann hätte ich also den Tram, hätte ich mir mal nur gefallen, hätte ich den Tram muss gebaut gehen, hätte ich da der Lehrerplatz gesagt. Dann hätte ich den Tram muss gebaut gehen. Und ich hatte an den Staat muss beileben. Ich hatte nicht direkt gesagt, da wird ein Tram nicht gebaut. Das ist aber wirklich nicht überzeugend, von den direkt, da wird nicht gebaut. Da kann ich nicht davon überzeugt sein, weil dann hätten sich ehrlich das ausgedrückt, wie der erst ausgedrückt so aussehen, den da noch baut, aber mein doch musste dann unbedingt gebaut gehen, weil sonst hat er nicht so sehr an sich so ausgedrückt, das war kein Irrtum, das war, nein. Herr Präsident, Herr Weber will ich kein vorstellen, Herr Gibéryen. Herr Weber. Herr Gibéryen, ich fand das so flott, mit dir zu schwätzen. Entschuldigt. Sind wir aber noch beim Tram oder sind wir an der Sidregie? Nee, wir sind beim Tram. Ah, das war aber schon schön. Sind wir am Steck für den Tram.
Ich verstehe, dass ihr gegen den Tram sieht. Aber so wie ich mich richtig daran erinnere, seht ihr ja für das in der Nacht ganz stark buddelt für ein Metro zu kriegen. Sie da nicht der Meinung, dass das noch mehr da ist. Es ist immer froh, dass der Herr Weber versteht, dass wir gegen den Tram sind. Das ist schon ein positiv aus. So. Es sind immer mehr Leute, die das verstehen. Und das ist schon die wesentliche Aussage, die der Logebet hat. Und das konfirmiert mir ja das, was dass der CSV käme für den Tram ist. Der andere Seite so mir für das Verkehrsproblem nicht nehmen an der Stadt, weil das ist das Problem mit dem Verkehrsproblem sind Pendler für die Mäuse an Staatsgruppen nicht im ersten Land, mehr auch aus der Großregion, dass der Citytunnel wirklich die Lösung ist. Wir so aber auch klar, dass an dieser finanziellen Situation weder der den nach der anderen zu realisieren ist. Das ist ganz klar, das muss ich wissen. Aber um Gottes Willen kann man investieren, nicht Geld an den Tram, die keine Lösung ist. Das wäre die größte Fehlinvestition, die der letzte Land jemals machen. Ich will aber noch Herr Spautz. Herr Spautz hat, der Moyen hat sich quasi mal entschuldigt, dass er den Artikel da geschrieben hat, am letzten Wort, wie die wäre für ein paar Wochen. Und dann hat er am gesagt, auch hier für den Tram, wenn wir aber berechtigt an der neuen finanziellen Situation vom Staat, für sich da frohen, über die Finanzierung zu schwätzen. Herr Spatz, der hat nicht mehr vor über die Finanzierung gestellt, der hat den Tram auf froh gestellt an ihrem Artikel. Ich muss das kurz ein Gefühl lesen. Eine gewaltige Investition. Daher muss die Frage erlaubt sein, ob sie zu den generellen Zielsetzungen im öffentlichen Transport ausreichend beiträgt. Noch mehr als sonst muss man gerade in diesen Zeiten alles einer objektiven Kosten-Nutzen-Rechnung unterworfen werden. Und das oder ich, wenn wir dann zur Konklusion kommen, dass wir bauen müssen, dann soll Staat Lützburg statt aus der Portokasse finanzieren. Ich verstehe nicht, Herr Spautz, wo der Recht tut. Wo der Recht tut, dass er die froh opfert, dass er so quasi entschädigt für ein Kehr. Für ein Kehr, wo der wohl ein Wohrig geschrieben hat. Ich hatte den Blick gemerkt, hat ja gesehen, dass der den Artikel, das hätte noch vier, dass der den Artikel nicht geschrieben gehabt hat. Ja, ich war, wie wir sehen, die hat den überschrieben, wie ich nur gelesen, dass der Neue, der etwas halb so tut, was er am Artikel am Stand, die hat nicht geschrieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Wandere geschrieben hat, Herr Spautz, dann wird ein Wohrig geschrieben, da steht da, dass da positiv, dass mal einer der CSV der Courage hat, für den Tram auf Rot zu stellen, er gibt da nur nicht hin, und man Rechtsheier, wie wenn der das nicht so geschrieben hat. Also die hat den Tram an froh gestaltet. Herr Präsident, das zum Tram, wie gesagt, kristallisiert sich schon löser. Da will ich aber noch so den Kostenpunkt. Der Kostenpunkt, das schwankt ja 100 Millionen Euro an 100 Millionen Euro. Die haben so 1 Milliarde kosten, Jana, so 400 Millionen, Jana kommen nicht auf 400 Millionen. Eine Milliarde gesprochen. Das war dir. Ja, Herr Bausch, das war dir. Wir können den Beweis nie erbringen, dass ein 1 Milliarde kostet, weil er nie gebaut wird. Das ist auch gut zu sagen. Das ist natürlich klar. Wenn ein Gift gebaut wird, dann gibt man 1 Milliarde nicht durchgehen. Ich will erst mal daran erinnern, wie das mit denen der Vier geht. Kann man mal den Streck vom Zug von der Gräu auf der Findel auf der Kirchbirch. Da war seinerzeit der Vier gemäht gehen. Ich meine, das wäre 0,5 Millionen. Milliarden, 0,5 Milliarden. Ja. Aber wie du mir echt gehen hast, dass wir richtig in der Wiege mitgehen, und da sind sie rausgekommen, 1,2 Milliarden. 1,2 Milliarden. Von den 500 Millionen auf 1,2 Milliarden, und du hast gut gemacht, dass stellen wir mal den Projekt, das du hast auch noch Teil, den mal zurückgestellt. Den haben wir zurückgestellt. Nun allerdings schon, so gut wie wir als Letzteburg sind, wir haben aber schon gar Findel gebaut. Das ist doch kein Zuchtram, für so kein Video, ob ein Gimmel sind, da könnte Fes gehen. Wir haben als Letzteburg immer den Gag nach der Belsch gemäht, Herr Präsident, die hatten ein Brick gebaut für ein Autobahn, und sie hatten aber kein Autobahn, sie hatten just ein Brick gebaut. Die haben immer gesagt, halt die Belsch, die bauen ein Brick zu kein Autobahn. Aber Gott sei Dank, wo wir als Gär in den Bodenleinen finden, das kennen sie gesagt.
weil das gibt in Belgien auch haut die Eis lachen. Wir und die schönste Gar und finden in der Geburt, und fährt den zu ran, und fährt den zu geil, und das Projekt vom Zustreck, die Hummel Lummel, auf weiteres noch handelt gesagt. Und so geht es doch mal am Tram. Wenn der Dummel gibt, denke richtig. An der Schulunionsstadt Lützeburg, die aber will unbedingt, die will aber unbedingt mit einem Drittel drauf finanzieren. Die erste, das Abenteuer, da gibt es und ich gebe einen richtigen Preis, ausrechnungslos vom Tram, da werden denen hier auf für jeden zu schicken, abgeholt. Herr Präsident, Reform administrativ gesehen, Zeit lebt man fort. Reform administrativ, Herr Präsident, das ist schon seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. An die Hoffnungen von diesem Land an der größeren Gegend, die waren groß, wie durch die letzte Regierungsbildung den Herr Jean-Claude Juncker Reform administrativ zur Chefsache gemäht wird. Du war mir und alle überzeugt, man hat kein irgendwie darunter gezweifelt, dass spätestens 6 Wochen, allerspätestens in einem Jahr, wird die Reform administrativ WD durchgezogen, wofür kein Minister von Herrn Juncker seine Regierung war, en même war, für die Reform administrativ zu machen. Aber der Herr Juncker hat das ganz ungepackt, mit seiner Intensivität, die nun mal eben sich eigen aus, an der Nöte fertig wird, dass wirklich Lohn und 4 Jahre kann man ruhigem Gewissen sagen, dass bis zum heutigen Datum genauso viel geschieht als wir den 20 Jahren für Drogen, nämlich klar, da gut nicht. Der Generaldirektor von der Handwerkerkammer hat den 11. Dezember am Lützeburger Wort geschrieben, an einem Interview, der verwaltungstechnische Aufwand und vereinfachte Prozeduren wären dringend notwendig. Wir haben Herrn Juncker ein komplettes Dossier überreicht. Aber Schlussfolgerung, es ist nichts geschehen. Der wird mich gelegen haben, Herr Präsident, wir gehen lösen das Abfallen so. Und der Herr Juncker, den ja zeitweilig als bald vermisst erklärt, in das am Land, ist überzeugt, dass Juncker und Tour an den nächsten Männern wird losgehen. Und dann wird gesehen, dass das Land auch erklärt, wie die Reform administrativ nur 2014 wird realisiert wird. Auch da hat als Regierung auch mal mehr Juncker nicht abzuweisen. Ein weiterer Punkt, der müsste realisiert werden, dass die Ausrichtung von unseren Handwerksbetrieben vis-à-vis von der deloyalen Konkurrenz aus der Grenzregion. Immer mehr Betriebe kommen hier an das Land ran, aber bezahlen hier Leute nicht laut der Kollektivverträge an den arbeitsrechtlichen Konditionen, wie sie hier am Land müssten angehalten gehen, aber wie Eisbetriebe sie auch anhalten. Und das gibt eine deloyale Konkurrenz von unseren Betrieben, die bekannt ist, die von der Chambre des Métiers immer und immer rappeliert wird, dass die Regierung Kontrolle machen, für dass die anderen Betriebe, genau wie Eisbetriebe, die Leute, die von selbst bezahlen, und laut den selben arbeitsrechtlichen Konditionen bezahlen. Das geht aber nicht gemäht, und da lässt die Regierung auch so, dass es eine deloyale Konkurrenz vis-à-vis von Eisenbetrieben gibt. Ein weiterer Punkt, wo wir als ADR proposiert tun, dass wir die Zusammenlegung von den Familien zu lernen, an eine einzige Stimme von den Steuern erwerfen, wo wir dann die sozialen Kriterien kriegen, wo ihn dann nicht mehr, wenn ich kann, an einen Krieg geht, muss du gucken, dass die Leute müssen so, was sie verdienen, für Zukunft, was für ein Tarif dann sie bezahlen. Wenn wir geben soziale Kriterien über die Steuern auffeiern, und dürfen auf der anderen Seite, bricht dann, hat jeder den selben Tarif, wenn er an ein Maisonrelais, ein Krieg oder eine Garderie oder sonst ein familienpolitisch Dienstleistung unhören. Wir auch hier ausführende Wahlen, mit der Gast kann, Checkservicen, ausgedeelt gehen, und nur nach den Wahlen müssen Leute Konsequenzen davon bezahlen. Beschäftigungsinitiativen haben auch gesagt, die mehr an der Form, wie sie heute besteht, aufschaffen, die kosten viel zu viel, für das, was sie bringen nämlich gar nicht viel, ich meine, wenn wir die Analyse machen, da, den Kosten-Nutzungsprinzip, den Herr Spautz proposiert hat, für den bei dem Trump zu machen, wenn wir die Kosten-Nutzungsprinzip bei der Beschäftigungsinitiative gehen, wäre nach mehr fatal. Wir proposieren,
die Beschäftigungsinitiativen bei der Adam unzusiegeln, dass Adam soll die Erbisch machen, dass es Leute a priori soll an den echten Arbeitsmarkt bei Betrieben trainieren, dass der Staat die Betriebe soll finanziell unterstützen, die Leute bei sich unholen, abholen, und dass die Leute, die schwer platzierbar sind oder nicht, dann die sollen beim Staat, die Gemengen oder bei den ASPLen innebringen. Und da soll ihn, das als nächste Proposition, soll ihn dann die staatlichen Subventionen, die alle Minister ausdrücklich hat für 2 Jahre, eine Question parlamentär und alle Minister gestaltet und die Subsidien, die verdient sind, das war praktisch ein Pack, für alle Buch, was du von Antworten kommen hast, auch da soll den Enkel da durchgehen, für zu gucken. Herr Präsident, das sind eine ganze Reihe von Propositionen, die mir als RDR gemäht tun, wo man so, die sollen für dich gemäht gehen, immer um Steuererhebungen gehen, an immer hingehen, an machen, sozial aufbauen. Wir sagen, wann wir Schritt müssen machen, und da fanden wir vielleicht einen Konsens, aber da muss man die sozial schwer schützen. Und die sozial schwache verstehen wir für allen die Leute, die 20.000 Personen hier im Land, die in der Armutsgrenze leiden, die 50.000 Leute, die für den sozialen Mindestlohn schaffen gehen, all die Leute können wir nicht durch zusätzliche Maßnahmen betreffen. Ich habe schon gesagt, die Konsequenz von der Regierungspolitik bedeutet, dass der PIB nächstes Jahr 0,3 und 0,6% werden Männer zurückkommen. Die CSV-LSAP-Regierung hat aber nicht die richtige Wegesicht. Wir sollten den einfachen Wegesicht. Sie hat nicht kein von den Maßnahmen da hat sie geholt, aber sie hat einfach Sozialaufbau und Steuererhebungen gemäht. Ich will nicht hier auf das Theaterstück angehen, was beim Depot vom Budget hier aufgelaufen ist, was meiner Meinung nach ein gut inszeniertes Theaterstück war. Das ist falsch, wenn du Leute so den Herr Wolter, den Herr Spaus, den Herr Lux, die werden dem Herrn Frieden an den Rücken fallen. Den CSV kennt mit ihrer jahrhundertelange Erfahrung, die weiß, dass die nicht so plump ist. Wenn die selbst möchte, dann ist das schon gut und inszeniert. Da war das ganz einfach gewollt für eben die DW ein bisschen besser noch draußen abzufallen. Und dafür, meine ich, brauche ich darüber nicht weiter abzugehen. Aber Herr Präsident, ich habe ja gesagt, dass CSV und der LSAP nicht den richtigen Weg, mehr so den einfachen und den falschen Weg gewählt, wie sie einfach Steuererhebungen gemäht gehen. Und das war den 21. Oktober des Jahres, wenn 2 freie gewerkschaftliche Lehnen, Betonung auf freie Gewerkschaftler, den Herr Spauz und den Herr Lux mit geschwollener Brust für ein Volk getreten sind, an denen neue Steuererhebungen und Sozialaufbau als eine große Leistung präsentiert haben. Sie waren unheimlich hilfreich, dass sie 2 als freie Gewerkschaftler da fertig bringen. Den dafür drun stund am Lützeburger Woche auf der Wirtschaftszeit ein großen Artikel, ein Interview mit dem Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Und ich lese die erste Passage, den hier den dafür drun am Lützeburger Woche als solche Raison von der Koalition, weil die so fair für den aufzudrücken, den dafür drun. Denn Herr Schneider so, ihn stört es nicht, dass der kürzlich vorgestellte Haushaltsentwurf noch einmal nachgebessert wird, aus nicht gerade umweltwerfend. Er hofft nur, dass die 200 Millionen Euro, die zusätzlich eingespart werden sollen, nicht an der falschen Stelle gestrichen werden. Wir dürfen keine Einschnitte bei Zukunftsinvestitionen oder der sozialen Kohäsion vornehmen. Es dürfe auch nicht nach der einfachsten Methode gegriffen und Steuern erhöht werden. Das hat ein Member von der großherzoglichen Regierung, den der die Regierung das dezidiert hat, Steuererhebung zu machen, Kandidat am Lützeburger Woche lesen. Besser hätte das nicht niederschreiben, die Falschpolitik
die das Regierung möchte. Das auch gestern Heiruf gespielt, wenn dort am Fond nicht wird. Es wurden der Frieden, der Rapporte, der Spauz, Leute spüren, dass du alles gönnet. Und das ist am Fond, der Minister, das ist am Fond formidabel von dieser Regierung. Wie bringt das schon fertig? Die Leute Geld aus der Tasche ziehen, ohne dass die nicht merkt. Das bringt das Regierung fertig. Ja, schon 4 Jahre am Gange, ob die verschiedensten Manieren, die Leute Geld aus der Tasche zu ziehen, sie kriegen Steuern weggeholt, sie kriegen Kannergeld gekehrt, sie kriegen den Index manipuliert, sie kriegen den Rentenadjustament nicht, sie kriegen Mama-Rent gekehrt nicht, Taxen gehen auf Lot, sie müssen mehr und Maxise bezahlen. Kein mehr Deppes am Land. Kein mehr Deppes am Land. Also, da verstehe ich das Regierung, dass die Welt so weiterfuhr, war kein Deppes. Nee, ich kann ja auf jeden Fall sagen, es leid 100 schon gemerkt am Land. Leid 100 schon gemerkt am Land, fanden sie von dieser Regierung alles weggeholt. Und sie werden nicht nur im Januar nach besser merken, werden sie von dieser Regierung weggeholt. Und das ist einfach lamentabel, wenn die Majoritätspolitiker kommen und sagen, dass du mehr kein, was wir machen. Es sind 900 Millionen, die da gespielt, mehr kein Datei am Land. Das mehr kein am Land. Formidabel, was wir in einem Land liefern, wo in der Leute kann 900 Millionen waschen, das mehr kein am Land. Das ist eine Behauptung, die hier macht. Und das haben wir von enger Aufpassung, Herr Präsident, enger Steueraufpassung, die überhaupt nicht geschwärzt. Ich will die noch mal keinem votieren. Das ist nicht Aufpassung von der Steuertabelle und der Inflation. Nicht Aufpassung von der Steuertabelle und der Inflation. Das ist für den Staat ein Plus von 100 Millionen Euro Steuern Joe. 100 Millionen Joe. Kumulativ. 2010 haben wir da mal durchgefallen. 2010 100 Millionen. 2011 200 Millionen. 2012 300 Millionen. Als 2013 400 Millionen, da könnten als 2014 dabei 500 Millionen. Das müsste summen 1,5 Milliarden Steuererhebung an dieser Legislaturperiode. Allein durch Tatsache von der Nichtanpassung von der Steuertabelle und der Inflation. Kein Mensch merkt das am Land. Das ist formidabel. Das ist die größte Steuererhebung, die an dieser Legislaturperiode gemäht wird. Kein Mensch schwätzt darüber. Ein anderer Punkt, den du mal zusammenhängt, Kollege von Gibéryen, der haben wir doch erbannen, zwar nicht mehr so viel, die haben für kurzem gesagt, dass in Artikel 122 besteht, den die Regierung obligiert, wenn man den Konsumindex 3,5% an Blut geht, dann muss die Regierung in dementsprechende Gesetzesprojekt vorlegen, für die Steuertabelle dementsprechend zu korrigieren. Denn der Rapporteur hat gestern vom Steuergesetz gesagt, es ist eine Obligation für Projekt de Loi, das ist aber keine Obligation, dass es missgestimmt wird. Das ist auch ein gutes Argument. Mit das ist aber bei allen Gesetzen, was die Regierung vorlegt. Oder sind all die anderen Gesetze, die die Regierung halt vorlegt, als das eine Obligation, die müssen halt von der Chambre gestimmt werden. Nee. Die Regierung, das natürlich für Kopfnicker, Majoritäten, also eine Obligation. Mais am Sinn von der Verfassung, also keine Obligation, eine Regierung möchte ein Projekt de Loi an Chambre stimmten oder stimmten nicht, und das ist nicht ernst. Mit der Regierung ist obligiert, ein Projekt de Loi vorzulegen, ob die Regierung, ob die Chambre stimmt, das ist eine Antwort, das ist mit allen Gesetzen. Mit wie als der Logangen, loget am Steuergesetz, gibt den Artikel 125, gibt einfach gestracht. Das ist die Lützeburger Methode. Wenn Sie nur feststellen, dass du ein Gesetzesartikel violiert ist, auf Ihre nicht muss unser gibt einfach den Artikel gestracht. Gemengen, Herr Präsident. Wir hatten wie den gesamten Budgetprojekt vorgestellt, als wir auch gesagt gehen, Gemengen müssten auch ihren Obolus zu der Sanierung von den Staatsfinanzen beibringen. Und du hast den zuständigen Minister, als an die Finanzkommission kommt, Präsident von der Finanzkommission ist Herr Wolter. Denn Herr Wolter, das den Deputierten, der Präsident von der CSV, dem nun Depot vom Budget, das so furchtbar erschreckt war. Den ich nämlich so komme, dass da die Regierung so ein schreckliches Budget gefährlich.
an den gesagt hat, dass du kann nicht sein, an dem Budget, der muss redressiert gehen. Das ist unverantwortlich, für mit so einem Defizit im Budget zu deponieren, und für den dann noch zu stimmen. Und der Minister Halsdorf hat dann Propositionen auf den Tisch gelegt, wo die Gemengen dann an Zukunft nicht mehr so viel Subsid kriegen, wenn sie in der Vergangenheit kriegen. Richtig ist, dass der Minister nicht kommt, ob die meisten vornehmen von die Gestalt kriegen, wie die funktionieren, was für Subsidien drinnen fallen, ob das für Zukunft wir, ob es rückwirkend für und so weiter und so viel. Das stimmt. Da muss die Regierung vor, weil sie hat ihm das noch nicht so richtig erklärt. Mit das aber durchgegangen, dass die verschiedenen Leute, die an der Kommission waren, sind, die meisten hier 2 Hit auf Banden, die meisten nur nach Bürgermeister, und davon ist es nur noch die meisten an der Finanzkommission. Aber wenn die Tabelle geguckt haben, und da waren verschiedene Bürgermeister der Finanzkommission, durchstung dann die Subsidien, die Zukunft kriegten, durchstung 0 Handen drin. Aber beim Präsident von der Kommission, das Mensch Bürgermeister von der Kirche, ich meine, durchstung mit 30 oder 35% Handen drin. Auf jeden Fall, es war eine Diskussion von ein paar Minuten, und der Minister gesagt hat, es soll sein Dossier holen, und er soll mit dem an die Regierung zurücktrippeln. Und dann noch, als gesagt hat, am Kader von den neuen Spurmaßnahmen, wo das Projekt umgegangen ist, von Herrn Spautz und von Herrn Lux, du hast die paar, die in Gemengen sollten zur Sanierung von den Staatsfinanzen beibringen, wie wir mal noch Hand geregelt gehen. So sehr geht es, wenn den 2 Hitlerpöt an einer Kommission, dann schmeckt den Herr Juncker hat der D-Schleife Zwischenruf gemäht, sobald wenn den Bürgermeister nach Bahn geht, dann auch nicht mehr viel zu diskutieren. Das kann den do matt erleben. Da war jeder Bärmel nicht mehr deputiert, da war jeder Bürgermeister Bärmel und nicht guckt, was er kriegt. Und da war die Idee, für das Gemeinde sollten ihr Nobles bringen, die als Lo, so wie die Buszugstrecke von dem Gerb Findel, die als Lo auf Akta gelöst gehen. Herr Präsident, den öffentlichen Transport, da geht dann lo Kilometerpauschal, die ist 4 Kilometer gestraft, Steuerappartementen von 396 € pro Jahr, möchte für den Staat 35 Millionen €. Ich kenne dem Kollegen François Bausch recht. Der sieht, es kann ihn darüber diskutieren, wenn er gleichzeitig dann den öffentlichen Transport medaillen möchte. Das muss ich auch immer wissen. Es gibt viele Leute, die müssen schaffen wollen, zu unregelmäßigen Zeiten. Da gibt es noch keinen öffentlichen Transport. Das wird also immer Leute sein, die noch nach neben dem öffentlichen Transport müssen mit ihrem Auto schaffen fahren. Und kann also dürfen nicht so, wir können auf die Kilometer pauschal verzichten, weil es gibt immer Leute, die müssen den Auto holen mit Kindern, aber die Diskussion feiern. Mir war das aber Konsequenz. Die Regierung will parallel dazu Tarife vom öffentlichen Transport heißen. Und das ist der Kampel. Das ist der Kampel. Ich kann mich erinnern, dass die Sozialisten, wenn sie an der Opposition waren, aber wenn sie wollten an die Regierung kommen sind, dass sie für den Nulltarif waren am öffentlichen Transport für an die Regierung zu kommen, aber wenn sie bis an der Regierung waren, da sind Tarife von dem darum nicht auf Null hochgegangen, sie von dem darum immer nehmen herabgegangen, also gehen lo weiter. Das ist vorher und nachher. Das sind als sozialistisch Kollegen. Herr Präsident, zum Schluss für ein paar Monate hat der Herr Staatsminister einen Abruf gemäht und Leid und jederin der Belsen und Parteien und Leid und Entreprisen, Berufschambren, Salariats- und Patronatsorganisationen, sie sollten Propositionen machen, wie man Staatsfinanzen an den Equiliber zu bringen. Das war eine Kapitulation von einer Regierung. Von einer Regierung, die so ungetraut ist wie die heute, damals zu leisten, haben Propositionen, wie man Staatsfinanzen an drei kriegen. Hat Leute Propositionen gemacht. Gewerkschaften haben Propositionen gemacht. Chambre professionnelle haben Propositionen. Chambre de commerce, Chambre de métier. Massenweise sind Propositionen gemacht, wie die Staatsfinanzen an den Equiliber bringen. Aber von all diesen Propositionen, wo Leute abgefordert sind, die vom Staatsminister sollen da machen, als nicht ein einzig als berücksichtigt. Nicht ein einzig. Das einfach und einfach wie Steuerhebung, Sozialaufbau dezidiert gehen, auf weiter geht es beim Chef. Aber wie war das geschieht? Weil das Regierung nicht mehr handlungsfähig ist.
Sie blockieren sich gegenseitig. Sozialisten gehen vom Terreblatt an dem OGBL dirigiert da blockiert, an CSV, die hört für alle Meinungen, hört die Idee rausschickt, aber wie das man viel Leid, auch viele Meinungen am Land tun, hört CSV da auch viel mit vielen Meinungen, die hier am Land rausschicken. So nach just eine Gemeinsamkeit des Regierung, das als die nächsten Wahlen zu erreichen. Muss ich euch vorstellen, wie wird als die Akzeptanz bei den Leuten, bei den Gewerkschaften, zur Seite, wie wird als die so kritisch vis-à-vis von den Schwimmen? Wir waren in 4 Wahlen, Leute, beliebt. Und sie sagen, es geht alles gut. Es möchte die Wahlkador für die Wahlen. Es wird mehr Reserve, mehr einen Apfel für den Dusch. Und kann ich dabei mal nur die Wahlen und sehen, dass Tippen nicht mehr voll hat, in der Pause gesagt, es so Tippen als Eidel, dann brauchen sich nicht zu wundern, dass die Leute Zweifel darunter haben und das nicht wollen akzeptieren. Von den Tag führen die Wahlen mit. Und ich will dafür mit einem Zitat vom Staatsminister abhalten vom 5. Mai 2010. Der Herr Juncker hat in der Chambre gesagt, es gibt da mehr wie ein hier im Land, die haben eigentlich kein richtiges Problem damit, dass die Staatsschuld sich alle Jahre solid nach oben bewegt. Die Regierung hat aber ein Problem damit. Aus dem ganz einfachen Grund, für eine Staatsschuld, die alle Jahre mehr groß geht, leisten die Haut organisiert gehen zu Reparaturzwecken und die nächsten Generationen weiterreicht. Nicht die Haut dezidieren, bezahlen Schuldsrecht, Schulden gehen zurückbezahlen von denen, die in denen Decisionen von Haut leiden. Nun aber kein Recht für die jungen Leute von Haut, der Frigo von moi Eidel zu machen. Verschuldung als Gift, das Haut keinem wehdet. Mit also ein Gift, was ein Batteren nur Geschmack hat für die nur als kommen. A Welt so aus, a Weltpolitik muss intergenerationell denken. Weltpolitik von Haut, nicht nur Menschen von Haut muss denken, mehr Lebenschancen von den Leuten von mir am Blick muss tun. Wird die Regierung sich dazu dezidieren, die Kur von der Sache zu ändern. Nicht radikal, mehr energisch genug, für das die nur als kommen, nicht für die Konsequenzen von den Fehlern erdrückt gehen, die mir Haut aus Liechfrankigkeit, aus den generationellen Egoismus geben machen. Das hat der Staatsminister am Mai 2010 gemeldet. Sie recht hatten am Jahr 2010, wen das gesagt hat. Mit Realität, sind Politik, sind Budgeten von Jahren 2010, 11, 12, allo 13, die sind just de contraire von dem, was der Matrecht der 5. Mai 2010 gesagt hat. Die Politik, die CSV, LSAP-Regierung möchte, die geht exklusiv Bockel von den kommenden Generationen realisiert. Und das ist nicht seriös, das ist nicht zu verantworten. Und dafür werden wir dieses Budget auch nicht mal stimmen. Als nächster Redner ist der Herr Serge Urbaniak.